Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou bij de eigen schuld hast en dabei bent. En we mochten die aanloden hier een schöne tijd met ons staan. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en met ons is Leonie Engel. Welkom. Dankzij. Leonie is al meermaal hier geweest. Zij is met een engel bevriend. Een beter engel is haar man. En we hebben van jou een ganz interessante thema gemerkt. En dat is beledigd zijn in de zin. Dat vraag ik me. Ik geloof een engel waar we al weten als jou nee. Wat zegt u? Ik denk op nog wat jou. Wens beledigd zijn normaal nog schuld brengt. Dat brengt om een aan valje wat verlaatingen brengen en wat meestens wat tweemerken, een Beziehung tweemerken. Wenn wir lesen in Sprüche Kapitel 19, Vers 11, da steht, Weisheit merkt einem geduldig und dort über Säune, wenn einem gestarrt wird, ist eine Ehe. Und wenn wir dort über Säune, dass wir gestarrt worden sind, dass wir beleidigt worden sind, das ist eine Ehe für uns. So, Gott sehnt das. So, ik weet dat alle mensen worden irgendwann in hun leven beledigd. Wat heb je gedaan? Dus wanneer ik ga en ik niet meer wil die belediging, ik word irgendwann die niet zijn, of die niet bereizen, of ik word die scheef aankijken, of besonders wanneer bevriend is, de ehepartner immer waar kijkt, die wordt irgendwas zeggen wat die bij deed. En ik beledig me dan. Dan sündig ich ständig. Wo kann ich mit dem umgehen? Ich glaube, wenn einem das bewusst ist, dann muss man einfach für sich seine Gefühle unter Kontrolle halten. Einfach, die Gefühle kommen ab, das kann ich nicht kontrollieren. Aber dort wir dann nicht wieder dran bei einer Ramrieren und bei einer Ramdrehen. In Sprüche 17, Vers 9, du sagst dort, wer Sinn tut, der sieht läuft. Und wer den Sinn immer weiter abbricht, der versteht eine Beziehung oder eine Freundschaft. Und das gleich besonders an Ehepartner, dass wir haben uns mal als wir uns befrieden fast vernommen. Wir wollen niemals abgeriemte Sachen verdient holen. Was abgeriemt ist, ist abgeriemt. Und ich denke, das ist kein Problem, besonders wenn man eine Freundschaft hat, eine Familie auch so, dass man einfach geht und sagt, du, das tut mir weh. Wenn man das dann regelt und abbringt und dann auch nicht mehr holt. Aber wenn man von einer fremden Person mal, vielleicht man hat gehabt, die wird einem bereisen, und man hat das Gefühl, das hat mich nicht mal gesehen. Ich denke, dass man einfach auch vergeben, und wenn wir uns dummer dran tassen, war wir besser. Und das, was ich mir kriege, früher, wenn ich nu eine Person sehe, dass nu hast du mir wir sind irgendwo auf eine Kirche gewesen, und du bist du gegangen, und ich kann ja sagen, du jetzt Leonie in Bett, die gegangen du, und der hat mir nicht die Hand geregt. Und der hat aber sollt, aber ich weiß ja nicht, wenn es Wort dort nicht getan hat, nu sie beleidigt. Wenn ich nu ständig das dort lebe, dort alles, jede Kleinigkeit, alles beleidigt mich. Ich glaube, dann will keiner mit mir top sein. Aber was sehe ich dann für eine Person? Ich glaube, dann wollen Menschen sich von mir sowieso all weigern und mich nicht bereisen. Wenn sie mich nach bereisen, ich glaube, dann irgendwann würde sein, aber dann, der hat mich nicht angecheckt. Und von der, die sehen, aber du, ich verteile mit denen, dann sehe ich irgendwas. Und der Haffel war jen, was jen mir. Und ich glaube, dass wir kriegen auch ein Wort, was wir jetzt reden. Das sind immer Personen, die fangen sich aus, wann er wohnt, haben sich zu wenn es keiner will, mit den Taub sein. Ja, und ich sehe so eine Zeit da gegangen, wo ich so wie. Und wenn es alles wird beleidigt, dann kann man auch, die anderen Menschen können einem nicht reich merken. Und dann, was er sagt, dann wenn ich wieder Töne anreich. Wenn der wieder reich wird, dann wieder Töne anreich. Eins wird erst einmal anreich. Der Uhr hat falsch gecheckt. Eins wird erst einmal anreich. Und ich war dann auch ein gute Freund von mir. Der fing sich einfach an zu treten von mir. Wenn es die Situation nicht mehr scheint mit mir zu sein. Und das haben nicht Menschen an mir geändert. Weil man sagt nicht, wenn sie Freund anfangen so zu sein, als ich mir das wünsche, dass das an mir geändert hat, sondern einfach meine Beziehung mit Gott. Die ändert sich auf einmal. Ich fange an, das Gute im Leben war da zu sein. Und dadurch automatisch werde ich nicht so leicht beleidigt. Was ich mal für eine Erfahrung hatte,
van een andere persoon, want bij een andere persoon is dat veel leichter te checken. Hij had een gouden vriend en hij had een bruid verloren. En dat heb ik allemaal gedaan. Hij is ook nog een gouden vriend. En wens hij nu een bruid verloren had, die we hier sterven, nu wie hij zo wij doen waren, dat rein alles dat hem wij. Hij ging im leven ram en jeder mens wat hem niet de hand reikt, dat niet rein alles krijgt zodat als hij wil dat we, hij gelooft dat we geen am en die respecteert hem niet en die dat niet meer weet dat zijn bruid hier sterven wie en die had lange geschichte. Bloos wens hij nu wij doen waren. Hij gelooft alles ging am. Bad nur vriend en een van die weer vriend wie ik. Ik moest einfach irgendwann naar hem gaan en zeggen, weet ik weet, du best wij doen worden, ik weet, du hielst, wens die bruid is gestorven en dat respecteer ik ook, dat wil ik ook am treuren, maar ik zei, du kannst niet im leven ram gaan, wens du speelt geen meer am die hand. Ik zei, ik zie een van die beste vrienden en ik wil niet meer met die top zijn, wens. Ja. Alles, wat ik eenmaal dit gedaan heb, dan is dat falsch en ik kon die niet recht aankijken en ik kon die niet recht met die omgaan. En dat we op eenmaal dan gingen om de eeuw, dan zegt hij, dat wil ik ändern. En dat is werkelijk, wo zijn leven ganz anders wordt en hij werkelijk in de enden is. Merken dat, ik geloof hij deed boos over dat. En ik denk dat als bloos de persoon zelf kan dat ändern. Dus de vrienden kennen dat niet. Wat kan beleiding nog uittekenen van een persoon? Wat kan dat betekenen? Wer is een beleidende persoon? Ik geloof manche personen wat van zichzelf sehr wenig huilen. Aber werkelijk, ik las mal een artikel die mir mich sehr zum denken. Wenn wir selbst von uns sehr wenig huilen, ist das wirklich, wenn wir uns sehr wichtig huilen. Wir huilen uns so wichtig, dass wir von den anderen Menschen so viel verlangen, wat werkelijk ons vielleicht gut trifft. Dat is egoïstisch. Dat is een Stalt, wat een beetje versterkt naar Stalt. So, ik vind dat ook zo, wanneer een persoon bloos, dat zal alles zich aandrehen. En hoe dat niet ook een manipulator zijn, maar... Ja, en op een andere wat leest het dus dat. Man verziet de andere mensen te controleren. Man wil hen dezelfde zich zo benemen en dat doen ze echt dat wel, ja. En wanneer niet zo doen, is ik beledigd. En dan, met dat geloof ik, waren dat ik kwam door veel wennen, dat hij wat waren dat. Ja. Dat is een rad, dat draait en draait. Dat draait eraf. Dat is dus een spiraal wat eraf draait. En dat zegt het ook in Sprüche 18, 19, daar staat dat wat hier staat, en je staat daar, broeder. In de Bijbel staat dat zwander dem te je wennen, als een stad wat een muur heeft. Dat is einfach een mens die heeft een muur om zich gebuut. En door daar te komen, dat is sehr schwer. Zo, erst beleidigt seine Sinn. So je zijn niet. En ik denk, de einzige weg is zelfs, wenn man zelfs so eine Person ist, dass man Buße deed und dass man einfach Gott am Help beten und sich ändert. Und wenn das eine andere Person ist, mit was die echt typ sie, und vielleicht aus gewissen Gründen dich typ sie immer weiter, ist es wichtig, dass wir für die Person beten und dass wir uns damit nicht steuern lassen. Wenn sie sie wieder beleidigt. Wenn die andere beleidigt ist und sie echt beleidigt, dass die beleidigt ist. Maar kan ik nog anderen gaan en allemaal zijn? Ich denke sowieso, wenn die Beziehung eng ist, ja. Wenn das wenn das ein Bett wieder auf ist, dann wäre das schwer. Das ist erst beleidigt seine Sinn, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das ein Bibelvers sagt, beleidigt seine erst Sinn. Aber ich glaube, wenn wir wieder checken, wo Menschen ins Wort beleidigt sind oder so, ich glaube dann, wo wir sagen, also ich stimme mit die an. Aber der Genot Gottes, wenn wir wirklich die Genot Gottes annehmen, weil der ist immer waren nach Geraten verjäftigt sind auch alle. Und ich glaube, immer waren viele so eine Sachen, das wenn man sagt, wenn wir haben jeden Tag irgendwo, wo wir uns vielleicht irgendwo steiten, ich glaube, Gott will das uns einmal jeden Tag auf ein oder eine andere Weise, wie brücken sie die Genot von der Art nach. Das ist nicht bloß, dass ich die halt 10 Jahre mal irgendwann brücke, sondern ich brücke die Genot von der Art nach immer. Und ich die auch noch einmal war mal beleidigt. Ah, du bist Oh, bei ja. Aber du bist ja auch viel länger Christ als ich sie. Nee, aber das geht zu uns Menschenleben, ja. Und ich beleidige Menschen auch immer wieder, ohne zu wählen. Und jeder Charakter ist ja anders. Dus dat je hebt einzelne Charakters die zijn een beetje ruiger en andere die kunnen de stijten daar als de andere. En ik geloof dat we moeten ons aannemen als Christen en dan leren om met om te gaan.
Wat hast du uns noch te laat met te delen? Ik wens plus iedereen dat hij kan daar vinden en dat hij einfach kan zeggen, ik wil zo leven als God dat zegt. En dat wil ik Korinther lezen, 1 Korinther 13, de vers 5. Dat is de ganze vers van de Leib aller, mens Gott ist je Leib. En du sagst, dat Leib ist nicht eingeschickt, sie ist nicht nötig. So, wenn wir beleidigt sind, dann sagen wir eigentlich mit no ansehen. Sie lässt sich nicht verbessern. Und sie ist auch nicht notdrehend. Nicht notdrehend. Dat vind ik sehr wichtig. Und nicht verbessern, verbessern sich Leute. Dat zijn wat de Leib alles ist, dat is sehr viel Wahrheit. Wenn hat diese laatste Jahr besonders auch viel von der Leib geleerd. Und dat ist unglaublich wirklich, wie groß der Leib ist. Wie viel geraten aus alles auf dieser Welt. Wie viele Filme, wo wir wollen mit unserer Kraft und mit einer gewissen Macht irgendwas seine Tweede merken oder zu tun. Und wir kriegen das nicht hin. Und wenn wir einmal lassen, dass Gott uns von Leib fallen und das lassen, dass die Jahre, wo wir wollen verändern, bloß von Leib gefällt es auf einmal durch uns, dass du Leib handschälen, dann tut das bloß von selbst. Dann tun wir das nicht. Und wo seht ihr, der Leib wir nicht? Das kannst du noch einmal lesen. Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nötig, sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht notdrehend. Das ist noch ein anderes Wort, das ist nicht nötig, das checkt nicht alles bloß auf sich selbst. Vielen Dank für deine Wort, Leonie. Wir möchten die Leute hier auch Gottes Segen wünschen. Dankeschön, dass du eure eigene Schuld hast und sie nicht beleidigt. Leib den anderen und verjeft den, wann nötig. Und Gottes Segen wird das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.